na, 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 na. Das Leben ist super und die Welt ist okay. Das Leben ist super war ein Song, oh Gott, ich weiß gar nicht wann, in welchem Jahr das war. Den habe ich mal bei den Hühnern im Zusammenhang bei einer Sichtung von Material für eine LP in der EMI Electrola vorgestellt und bekam dann auf das Vorstellen des Songs hin zur Antwort vom EMI-Boss damals: hast du nichts anderes, was der anbeten kannst. So, und dann blieb das Ding irgendwie liegen und ich war beleidigt. Wo ich dann sagte, boah, was du da alles rumliegen hast, das ist ja eine Schande. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt da nur noch so die alten Reste auf CD gepresst hätten, sondern ich habe eigentlich sofort gesagt, boah, den müssen wir machen. Das kann doch nicht sein, dass andere Leute machen irgendwelchen Scheiß auf ihre Platten und du hast hier solche Perlen quasi rumliegen und kein Mensch hört die. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass wir den Song jetzt mal wieder so ein bisschen aus der Versenkung geholt haben. Das Leben ist super. Der Song, den haben wir schon mal im Radio gehört, beziehungsweise ich saß, glaube ich, eine Stunde lang vom Radio und habe gewartet, bis er kommt und habe das aufgenommen für die Bandkollegen, damit die das auch hören können. Ja, es ist interessant, sich selber dann im Radio zu hören. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Der Refrain, wenn man nicht genau hinhört, könnte man natürlich meinen, das ist so ein Heil-Welt-Song. Das Level ist super und die Welt ist okay, das könnte auch so ein bisschen einfach so tralala sein. Aber wenn man genauer hinhört, und vielleicht muss man den Song da auch mehrmals hören, ist da doch viel mehr Weisheit drin in den Strophen, als man vielleicht so beim ersten Blick auf den Refrain meint. Es geht darum, dass man auch selber was dazu beitragen muss. Das Leben fängt immer super an, normalerweise, ne? Als Baby, als kleiner Junge oder Mädchen. Und dann wird man älter, man kommt in den Job, alles klappt noch wunderbar, man lernt einen Partner kennen und dann kommen Kinder und auf einmal irgendwie so ganz unmerklich dreht sich das so ein bisschen. Auf einmal denkt man dann schon darüber nach, oh, wie kann ich jetzt meinen Kindern beibringen und so weiter. Und ja, die Kinder stellen halt einfach unbequeme Fragen und da muss man Antworten drauf haben. Und man muss vor allen Dingen auch selber was dran tun, dass das Leben nicht nur super anfängt, sondern auch super bleiben ist. Na, 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 na.